Onse Jeschicht. Dit is de Jeschicht van de Oud-kolonie Mennonieten die in de 1920 jaren van Manitoba en Saskatchewan en Canada naar Mexico trokken. En deze afschnitt handelt zich tot om wo zich dingen ontwikkelden in British Honduras, dem van de Ocean Belize, ook nog waren ween de gomreifen Jeschicht aan de tractors. George Rempel, die nu woonhoofd is in Winkler, Manitoba, te die tijd in Mexico leeft en veel van dit ten deel met leeft heeft, is de schrijver van Onse Jeschicht. Dit is de bereik, Radio CHPD, een plaatselijke radiostation in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rempel en ik wens je een goede ontvang. Onse Jeschicht Nummer 45. Ditmaal vertellen we nog meer van de Oud-kolonie ihrem schweren Pionierleben in British Honduras, dem von der Ocean Belize, en zwar besonders von wo dort Pionierleben door in dem großen Konflikt wegen dat Gomreifen-Verbot sehr schwer wordt voor beide Seiten. Seit 1957, 58 werden de Oud-kolonische Gemeinden ihre Haltestafsig in Mexico einigermaßen einig geblieben an ihrem strengen Gomreifenverbot. Aber krijgt in de jaren van 1958 aan, als viele oud-kolonische families van Chihuahua uitwanderden naar British Honduras, wat in de aanvangs 1960 jaren fangt dat aan zeer klar te wijzen, dat de oud-kolonische gemeenten zich aanvangen aan twee verschillende groepen van gemeenten te delen, waarin dat Gomreifenräder brokken aan de tractors. En wanneer we nu davon reden willen, wo diese heikle Gomreifenvrouw de gemeente op de Blue Creek Siedlung in British Honduras in de 1960 jaren versplitterd heeft, dan wordt dat weer schwer voor allen te treffen zijn. Dan aan beide zijden zijn damals waren veel onschädlichkeiten vergewonnen. En we zijn alle entweder zo'n beetje met de ene zijde geweest, oder met de andere. En we zijn vielleicht alle entweder van de ene zijde een beetje weggedaan worden, oder van de andere. Ik mocht alle toeheren bidden, weil we hier niet verzekeren te zijn, oder daaraan hängen te blijven, wer in British Honduras damals woveel schuld had aan wat dafür ging, dan dat handelt zich hier om veel meer als om den conflict tussen de Blue Creek Siedler. Dat handelt zich om wo oud-kolonische gemeenten zich van 1958 aan aanvangen te versplitteren en wo daar. En daar staat wat we ons nu vertalen willen, weil we bloos verzekeren te verstonen, wo daar de oud-kolonische gemeenten zich in de lood 1950 jaren aanvangen aan twee verschillende groepen van gemeenten te delen en in de 1960 jaren al aan drie verschillende groepen en dan bald nog veel meer verschillende groepen. Dan we zijn nu al zoveel verschillende splitter van gemeenten geworden en ik geloof, we hebben ons nu al geleerd einander gegenseitig Anerkennung zu schenken, auch wenn wir an Nebensachen nicht korrekt übereindenken. Ich glaube, wenn wir uns gegenseitig besser verstehen lernen wollen, dann muss wir für uns auch selbst, und besonders für unsere Nachkommen, und für so eine Mennoniten, die nicht von oud-kolonischem Hintergrund sind, uns ein Minimum davon vertalen, von wo, wanneer und wo wären de Konflikte zwischen uns Oud-Kolonien gekommen sind und wo die uns in so viel verschiedene Splitter abgespielt haben. Ich wäre darum, seht das nicht so an, als wenn ich auf wem persönlich raufgehe oder wem persönlich für was beschuldigen will. Dann keine einzelne Person ist an irgendwas, was sich man uns zugebracht hat, allein schuldig. Dann in jeder Sache, die dort beigebracht haben, uns zu versplittern, sind wir alle direkt oder indirekt mitschuldig. Auch ich, denn ich sie auch von oud-kolonischem Hintergrund. Und nu war dat terug naar de British Honduras pionieren ihrem schweren Kampf wegen das Gomreifenverbot in mijn heimatland.
Jakob de Dik wie ook in Mexiko al gar nicht van Horten gehen dort Brocken van Trekkers met Kommereffen reden. En dat weer door ook al geen geheimnis. Dat wisten viele Brüder al lang. Am Friedhalben brucht hij zijn Trekkers in Mexiko nog met iedereen reden. Aber zoals we al eier gesagt haben, hij trok naar British Honduras, weil hij hoopt dat daar in de gemeente niet wordt brukkende strijd zijn, wenn de Trekkers met Kommereffen reden brukken. En vielleicht weer dat krijg doorwegen, dat Bernhard Wieb en aantal andere ooms in Chihuahua haben wollen, dat Jakob Harms ook naar British Honduras trekken zal. Viele van ons zagen dat damals al zo, dat Jakob Harms door handreichen sollte, door naar zijnen, dat het Kommereffen reden brukken door niet zal in Schwung komen. En dat duurt ook wirklich nicht sehr lang, dann wordt het ganz klar, dat het krijg doorwegen wir. Dan als door 1960 op de Blue Creek Siedlung de eerste älteste wohl weer, dan werden door al veel zo'n buren wat de Kommereffen reden aan ihre Trekkers brukten, en ook nog veel meer zo'n buren wat die ook hier in vrede willen brukken kennen. En wils dat vooraan geen geheime zaak weer, dat Jakob de Dik nicht je Kommereffen Trekkers weer, wilden de meeste Brüder als dort ihre Siedlung de älteste wohl weer, vooraan als ihren ältesten. Aber wenn de meeste Blue Creek Brüder op Jakob de Dik gestemd hadden, we kwam dat dan dat man aanzien dat Jakob Harms als älteste gewählt worden weer. Na, viele van ons wisten dat al lang immer, dat de vele predikers en ältestes die ook immer van andere kolonien tot de prediker en älteste wohl komen, meestens met de predikers top, wo de wohlen wären, bestemden wer gewählt wordt en wer nicht. Dit kunnen ze meestens ganz leicht doen. Dan wanneer de Brüder alle oder meest alle ihre Stemmen en Stiftje gebracht haben, en dan de ooms seinen dort zum Beispiel 2 oder mehr Brüder meest gleichen Fehlstimmen haben, dann bereden sie sich dort wohnen von diesen Brüder, die die meisten Stimmen haben, sie als Prediger oder als Ältester haben wollen und stemmen dann für den Bruder. Dit wisten viele von uns al lang immer, dat wir meestens doorbenen te lezen an wat ver, wie en nodewohlen gesagt oder nicht gesagt wordt. Dat dit ook bij de Blue Creek älteste wohl so passiert ist, dat heeft de gewesene Schriftkorintische Prediger Jakob Rempel niemals so vertaald. En dit weer ook waar ironisch, dat de älteste van Mexico en British Honduras zo zeer door arbeiden, dat door zo'n älteste zijn wordt, de streng jehende Kommereffen reden brukken arbeiden wordt. Dan dat wir je dan doch al vor allem sehr klar zu maken, dat zij zelfs in ihre Gemeinden in Mexico bald de Kontrolle verlieren würden, über dort nicht Kommereffen reden brukken losen. Aber die Manitoba-Kolonie, ab der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, hadden de ooms dan al de Kontrolle darüber verloren. Viele Brüder von Blue Creek haben von Fuß no ihre älteste wohl angesagt, dat ze ganz überzeugt wären, dat mehr Brüder in der Blue Creek Gemeinde für Jakob de Dik gewählt haben, als für Jakob Harms. Denn sie wussten so viel aneinander an, dat sie sich dort so viel überteilen können. Dat sind bei kolonische Prediger wohl al lang immer so passiert in Mexiko oder sogar auch all in Kanada, dat wir vielleicht noch leichter anzunehmen, oder zum wenigsten werden die Brüder sich meistens nicht durchgehen zu sagen. Aber wenn das bei dieser älteste wohl auf der Blue Creek Siedlung in British Honduras auch noch waren, die viele ooms von wonen vielleicht meeste half uit einem anderen Land, uit Mexiko gekommen wären, auch noch für die Gemeindeglieder in British Honduras bestimmen können, wer ältester sein soll, dort wir noch sehr viel schwerer unternehmen. Dann die Brüder sagen dort so dat zo'n Wählen in Wirklichkeit viel mehr ein politisches Wählen wäre als ein biblisches christliches. Zu dieser kolonische älteste wohl
die am 9. August 1960 op de Blue Creek Siedlung in British Honduras aufgehoben wordt, wären all die Ooms gekommen von der Shipyard Siedlung in British Honduras en 3 Ältestas en aardige predikers van Chihuahua, Mexico. Dat wären älteste Abraham Schmidt en prediker Jacob Rempel van de Swift-Kolonie, älteste Frans Dick en prediker Bernhard Peters van de Noordkolonie en älteste Bernhard Wieb en diakoon Peter Harms van de Manitoba-Kolonie. Älteste Wieb weer dan al merden en reidmerken zich van de Manitoba-Kolonie gemeend te tranen en naar de nieuwe Buenos Aires-Kolonie bij Nuevo Casas Grandes te trekken. Ältester Isaac am Dick weer nicht auf diese älteste Wohl. Er wäre wahrscheinlich nicht eingeladen worden, zu dieser Wohl zu kommen. Dann er hat auf der Manitoba-Kolonie all sozusagen die Kontrolle verloren über dort Gumreifen Räder und Traktor Sprocken. Er hat all abhören müssen, die Gumreifen vorher auszuschließen. Und da wir all der Anfang davon, dort die andere Ältestas am Meiden beiden, würde die Ola sozusagen am Ruhestand getretene Ältester Jakob Peters auf der Swift-Kolonie. Der Oldkolonische Ältester wird einen nie gewählten Ältesten in seinem Amt bestätigt, der nimmt den nie gewählten Ältesten Eierhei an bestätigt, dort Versprechen auf, dass er die sogenannten Gemeindenregeln, welche in Wirklichkeit meistens selbstgemerkte Gesetze sind, so holen wird als die sind. Und dass man dem nie gewählten Ältesten in British Honduras 1960 auch noch weiter so ein Versprechen aufnimmt, das ist auch ein bisschen ironisch. Denn das wir diesmal ein Ältester von Mexiko, der dem nie gewählten Ältesten in British Honduras so ein Versprechen aufnimmt. Und das wir doch all für viele Brüder sehr klar zu sein, dass die Bestätigung der Ältester selbst nicht mehr allein wird von Menschen gemerkte Gesetz oder Verbot wird festhalten können, wenn die Brüder dort verbot, ihre Traktors mit Gumreifenräder zu brücken. Kurz nach der Älteste wohl wird auf der Blue Creek Siedlung noch eine Bruderschaft aufgehoben, so haben Brüder mir dort verteilt, was wir gewohnt haben, wozu die Ooms von Mexiko auch noch dort bleiben. Die Ooms versuchten dort, auf die Brüder sich einig werden können, die Gumreifentraktors in ihre Gemeinde nicht zu erlauben. Aber das schafft nicht. Zu viele Brüder wollen dort all die Freiheit haben, ihre Maschinen mit den Gumreifenrädern zu brücken. Und nur der älteste wohl wird der Konflikt wegen, dass Gumreifenräder und Traktors brücken auf der Blue Creek Siedlung in British Honduras sehr bosig noch viel grader als die in den Gemeinden in Mexiko all wir. Dann Jakob Harms leid oder kontrolliert die Gemeinde doch noch weiter so, dass wohl viele Brüder von der Gemeinde ausgeschlossen worden, bloß wegen ihrer Traktors mit Gumreifenräder brücken. Die Pioniere auf der Blue Creek Siedlung in British Honduras mussten am neuen Land Wege merken, ihre Geschäften dort befahren zu können. Und die mussten dort den tropischen Urwald uithouden, Ackersland davon zu merken. Und dort alle, wenn sie damit wiederkommen wollen, so sagen viele Brüder dort, mussten sie die Gumreifenräder brücken können. Diese Brüder wollen im neuen Heimatland kein Gumreifenverbot mehr haben. Auch Jakob Dick will das menschliche Gumreifenverbot in den Ausschluss wegen dem Übertreten von menschlichen Geboten nicht mehr gebraucht haben. Aber ältester Jakob Harms und Franz Rempel und seine Brüder, die auf der Ooms Seite wären, versuchten die Brüder dort Gumreifenräderbrücken doch noch weiter zu verbeiden. Aber da wären viele Brüder, die sich dort nicht mehr verbeiden leiten. Und die wurden dann bald einer nach dem anderen ausgeschlossen. Und in kurzer Zeit wären dort sehr viel ausgeschlossene Brüder. Jakob Dick, die den Ausschluss auch derart nicht mehr gebraucht haben, wohl wegen dort Gumreifenräderbrücken, dem war dort wegen dort Predigen ganz verboten von Jakob Harms. All das brachte sie gemeint und auch viele Familienvorders bald in sehr große Schwierigkeiten. Dann, wenn die ausgeschlossenen Vorders ihre Kinder sich am Fahrjahr zum Jugendunrecht anmelden, dann
Zo schriftveiter habe wie neem ältester Jacob Harms zo'n kinderen niet als doopkandidaten aan, wil ze thuis selbstverständlich ook met ihre uitgeslotene vaders ihre trechters met komreifen reden voeren. Diep zegt, wanneer onze kinderen gedoopt worden willen, dan zullen ze ihre vaders meiden en van thuis wegkomen. Al dit wordt eng te veel voor de uitgeslotene vaders, zodat ze aanvangen einen weg te zoeken voor aan selbst en voor ihre families, ook om zondagmorgen Gottesdienst haben te kunnen. Jacob de Dik en de uitgeslotene Brüder arbeiten aan, zich van de Manitoba-Kolonie helpen te laten, eine nieuwe gemeente te gründen. Ze schrijven aan de kolonischen ältesten Jacob Freis in Manitoba einen Brief en vroegen help daartoe aan. Aber ältester Freis geleefd, hij weer daartoe al te oud geworden en wijst de Brüder en British Honduras op zijn metältesten Jacob Penner aan. Ze schrijven aan ältester Penner en vroegen die help aan. Intussen had Jacob de Dik zich überreden laten zondagmorgen, wanneer de uitgeslotene vaders zich met ihre families zum Gottesdienst versammelten, aan met dem Boot te dienen. En dafür ging ältester Jacob Harms dort so aan, dat Jacob Dik ook nog van de gemeente uitgesloten wordt. Deze Entscheidung, Jacob de Dik uitzusluiten, wordt van dem Ältesten en van einem verhältnismäßig kleinen Gruppe van Brüder gemerkt. En man feilt so, de Älteste had dit daartoe gedaan, dat hij dat doordat schwur merken wil voor ältester Jacob Penner van Manitoba, de uitgeslotene vaders op de Blue Creek Siedlung in British Honduras eine nieuwe kolonische gemeente gründen te halten. Im Jahr 1962 gaf Jacob de Dik de uitgeslotene vaders ihre Jugendliche, wat zu de doop überwohnen wollen, den sogenannten Jugendunterricht. En dan fuhr ältester Jacob Penner aan naar British Honduras en hield dort doopvast een avondmaal met deze groep. Im Jahr 1966 fuhr ältester Jacob Penner weiter naar British Honduras en hielp deze groep kolonische families door eine nieuwe kolonische gemeente te gründen. Deze groep Brüder wil zich Jacob Penner zijn leiding ihren Prediger Jacob de Dik als ihren Ältesten. Later wil deze nieuwe kolonische gemeente Bruder Franz Friesen als ihren Prediger en Bruder Bernhard Pickett als ihren Diakon. Zwischen hen werden aber noch andere Predigers van Manitoba naar British Honduras gefahren, aan door te dienen met doopvasten overal. Die moeten hier voor dit mal waren aufbreken. Nächstes Mal vertellen wir noch ersten Weg Meier von den Gründen von einer neuen kolonische Gemeinde in British Honduras. Und danach war der Meier von dem großen Konflikt durch wer in der umreichen Frau. Was nächstes Mal? Nächstes George Randall.